Das Abenteuer geht weiter hier bei Zelda Skyward Sword Modem CS1, wie immer mit unserem kleinen Trapper-Kumpel, naja nicht ganz Trapper, aber egal, eine Verwandte und dem Donnerdrachen, der sich die Seele aus dem Leib hustet. Wieso denn bloß? Aber egal. Der Donnerdrache hat mir erlaubt, hier nach Steiner Zeit zu graben. Und er gefunden. Im Augenblick geht es mir doch ziemlich mies, ich mache mir wirklich Sorgen, wenn das so weitergeht. Ach ja, wenn es um Donnerdrachen geht, weil der ist sowieso immer ein Donnerstrom, der ist natürlich für ihre Existenz verantwortlich, weil sonst, wenn es den nicht mehr gibt, noch sie im Arsch. Also gut, Donnerdrache, was ist eigentlich los mit dir? Kannst du mir bitte mal was vorsingen, nicht vorhusten, bitte schön, vorsingen? Alter. Solch einen Gast sieht man selten. Du bist doch ein Mensch, was treibt dich denn hierher? Auserwählter Held, bla bla, Triforce, bla bla, Todbringer, bla bla, Zelda, bla bla. Noch was? So, kommst du vom Himmel. Du heißt Michael, irgendwas fehlt mir da. Was? Irgendwas fehlt mir da? Bitte was? Wie das mit sowas wie WR16 Michael, wie meine Freunde. Okay. Wie war jetzt das schon wieder? WR. Erstmal geschrieben, damals im ersten Scout Let's Play, das ist schon eine Weile her. Ach, verdammt nochmal. Die Zahl 16 steht nämlich für den 16. Zelda-Titel. Scout ist wirklich das 16. Spiel der Zelda-Serie, das stimmt. WR, was war denn das schon wieder? Das hat auch eine Bedeutung, ich weiß gar nicht mehr wie. WR, R für Roboter vielleicht, ein W für Wasserroboter? Nee, Quatsch. Nein, er hat irgendwie eine andere Bedeutung, ich weiß gar nicht mehr welche, verdammt. Schreiben Sie bitte in die Kommentare, ich weiß echt nicht mehr, was das für eine Bedeutung war. WR 16, WR 16 Spiel, ja, aber WR, wieso WR? Keine Ahnung. Du bist doof, wa? Gefällt dir nicht? Naja. Wer ist mit Michael, der auserwählte Held? Klingt doch viel besser. Also, was willst du von mir? Ja, Stimmen des Heldenlieds, bitteschön. Und willst du uns ein Lied beibringen? Ja, vorsingen reicht eigentlich, wa? Du sagst gerade, dass du vom Himmel kommst, Michael. Du bist als der auserwählte Göttin, ja? Sagt man zumindest. Das erklärt einiges. Ach ja? Weißt du was? Du kommst mir im Moment ziemlich reichlich ungelegen. Ja, das höre ich ja öfters, hä? Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber das ist ja es selbst. Ja, ich habe Lungenentzündung, weißt du, im Alter ist es ziemlich scheiße. Er hat gerade von seiner schweren Krankheit gepeinigt und kann da ja nicht singen. Oh, kann schon das von der Göttin ausgewählt sein. Bertha, was soll ich jetzt machen, du Spasti? Fällt mir ein, die Roboter haben den Lebensbaumkeimling da gepflanzt. Der hilft gegen jede Krankheit. Er ist schon gewachsen. Ach ja? Bei mir ist es vielleicht schon zu spät. Na, frag mal. Hallo, Typi, weißt du jetzt etwas Neues über... hallo? Nicht weggehen, ich will quatschen. Hallo? Geht doch. Und auf der anderen Seite der Brücke, da haben wir den Lebensbaumkeimling, dessen Früchte alle Krankheiten heilen angepflanzt. Entschuldigung, gerade irgendeinen technischen Defekt. Eine Optik hast du einen, ja. Gut, also, Bemühungen umsonst, wir müssen durch. Gut, machen wir das halt. Was ist denn hier los? Stehst du hier Schmiere? Um dann Drachen zu kurieren, haben wir einen Lebensbaumkeimling eingepflanzt. Bei mir stimmt alles. Ist doch super, oder? Naja. Wenn du meinst. Toll. Ja, ist super. Hier kommen wir durch. Natürlich, ich meine, da hat eingepflanzt. Da ist die Gegenwart, da ist nichts mehr. Ja, seht schon, dann bauen wir uns natürlich im Arsch. Gut. Müssen wir halt dran. Mal kurz gucken. Anti-Staubsauger-Action. Wie man nicht. Was? Achso, und wo das Gerüppe? Ich dachte gerade, was schwimmt da am C herum, im großen C? Das war ja der kleine, aber egal. Merkt eh keinen Unterschied. Ah, sind bloß solche Dinger. Ah, hallo? Steuerung? Ja. Ja, doch, klappt wieder. Gut. Muss besser. Ich glaube, ich habe die Sensorleiste ein bisschen falsch positioniert. Zwar über dem Fernseher, das stimmt soweit, aber ich sitze ja ein bisschen unbequem noch. Naja, Let's Play sowieso bald vorbei, dann spielt es keine Rolle mehr. Und zum Glück hat Twilight Princess und auch der Wind Waker nicht so eine empfindliche Steuerung. Kann ich einmal vom vom PC das Ganze aufnehmen. Oder aber auch halt irgendwie so ein statives Mikro, das wäre eine andere Variante. Wenn ich da trotzdem das Mikro vor der Fresse habe, aber trotzdem normal vom Fernseher zocken kann. So, wie kommen wir jetzt darüber am besten? Naja, Petri Heil, wa? Petri Heil vor allem. Sprungheil! Moment, Petri Heil, Sprungheil? Heil? Alter, du bist Schweizer, naja, weil es Zeitalter hat. So, ist auch geklärt. Gut, Weltkrieg ist schon vorbei. Zum Glück. Er braucht das schon.
So, hätten wir das? Kumpel? Was denn? Na egal. Freunde, da drüben haben wir einen, ja, Artefakt der Göttin. Das können wir aktivieren. Und zwar ist dort drin, dass er schon lange sucht, nämlich einen kleinen Köcher. War ja klar. Nun gut, die Libellen sind eigentlich in der Vergangenheit auch noch da. Ich hoffe schon, das ist kein Problem. Egal. Tja. Zurück in die Vergangenheit. Ach ja, zurück in die Zukunft. Hey, das war so eine geile Filmserie und auch der vierte Film, sage ich schon, der vierte Teil der Serie, dass sie als Spiel erschien, was ich auch bereits Let's Played habe. Irgendwie vermisse ich es ein bisschen. Weil ich damals so Let's Play-mäßig noch ziemlich, ja, nicht so jetzt, ich sage jetzt mal nicht, ja, sag's halt, wie ich es finde, nicht so gut war wie jetzt halt, sprich, ein Re-Let's Play vom vierten Teil der Zurück in die Zukunft-Serie, was als Spiel erschien. Ja, ich glaube durchaus nicht abgeneigt, aber egal. Das dann vielleicht ein anderes Mal. Jetzt sind wir immer noch hier bei Zelda. Die Libellen haben überlebt. Die ganzen Jahrhunderte. Ist auch nicht übel. Sind ja recht krass. Hallo, kommt ihr mal? Gar nichts gemacht. Und... Du nervst. Du bist gefangen. Eine geruhte Libelle. Wie viel habe ich jetzt davon? Bitte sag mir, es etwa 5 Farben mindestens. Oh. Okay, mal die falsche Sorte. Mann, ich verrate schon die falsche Sorte. Gibt's aber nicht so. Zack und tschüss. Der Himmelstrahl. Freunde, der Donnerdrach. Was kommt nach dem Donnerdrach? Genau, der Hylia-Schild. Ich glaube, der Himmelstrahl wird mal hier noch eine große Hilfe sein, wenn das so schnell aufzuladen ist. Ich erinnere da vor allem ein... Naja, ihr seht es dann später. Was ich genau meine, aber es wird schon krass. So, was hast du gesagt? Ich habe gar nicht mehr zugehört. Noch ein Drachen geht es schlecht und hier will kein Baum so recht wachsen. Wir haben keine Zeit mehr. Ein Kunststück, wenn das lange dauert. Nehme ich halt mit. Lebensbaum-Keimling erhalten. Ein Keimling des legendären Baumes. Du bist scheiße, ich weiß. Was willst du damit? Ein Drache braucht unbedingt eine Lebensbaumfrucht. Du willst ihm doch helfen, oder? Eigentlich. Ich brauche bloß das Lied. Ja, ist schon gut. Das ist eine gute Nachricht. Wir sollten allerdings woanders einpflanzen. Und zwar nicht in Ranel. Ja, wissen doch schon längst wohin. Mensch, Leute, wir haben doch schon lange so eine coole Stelle entdeckt. Ich sag bloß Bado. Bado. War eine Badehose. Was? Egal. Schwimmen. Das ist richtig im Sommer. So, wo bin ich jetzt überhaupt? Ich bin gut drauf. Wieso? Keine Ahnung. Das weil er selber zocken, weil bereits ein neues Let's Play vorbei ist, weil bald ein neues startet. Ich sag nur Wind Waker HD, Twilight Princess. Oh, Twilight Princess. Ich hab so Bock auf Twilight Princess. Das glaubt ihr mir gar nicht. Okay, das ist gerade ein bisschen schwammig. Ich weiß. Das war knapp. Gut, weil sonst wäre es ein bisschen schwierig gewesen, hier rüber zu kommen, aber egal. Wir haben... Ihr seht, sie will nicht zurechtgehen, wenn das so weitergeht. Der Donnerdrache, er wird verrecken, er wird zum Skelett. Jo, aber lebt trotzdem noch. Egal, Donnerdrache, willst du uns beweisen? Seht ihr? Das Skelett ist noch da. Na, Donnerdrache, was sagst du denn dazu? Was sagst du denn zu unserer... Voll die Kette hier. Alter, was soll das werden? Ups, Entschuldigung, keine Absicht. Ich dachte, naja, ich dachte halt, ist egal. Ist egal, ich denke sowieso falsch, das ist sowieso nichts Neues. Reaktiviert. Meine Fresse. Und Pflanzen. Wo machen wir das am besten? Wo pflanzen wir etwas? Natürlich nicht in der Wüste, sondern dort, wo es grün ist. Na gut, Ranel. Man kennt es ja aus Twilight Princess und theoretisch auch aus Ocarina of Time ist ja eigentlich auch ein grünes Gebiet, war voll wässrig und so, ich sag nur Hylia-See. Und Zoras und so, ja, naja. Wir haben noch alles. Juhu! Juhu! So, jetzt erstmal, wenn ich schon mal auf dem Weg bin, was liegt näher? Wir haben hier drin nochmal einen, genau, hier ist der Köcher drin, ich arsch mit, naja, wie auch immer, ich arsch halt. Der da, genau, das mit der Terry gewesen, mit seinem Haus. Oh, welch Graus, da muss ich erst nachher mit Peter Graus zurück, was? Nee, natürlich nicht, sondern nachts da hinein. Und mal von Verloren ist eigentlich näher. Ja, okay, gehe ich halt zuerst in den Wald von Verloren. Wenn es halt sein muss, aber mit dem Turbo-Tempo nehme ich mir noch mit. Ja, das lob ich mir.
Mein Hühnerstück mit 6 Herzen, hey. Alter Schwede, ich meine, es gibt zwar einen Trick dabei. Theoretisch kann ich da sogar mit 6 unendlich Herzen reingehen. Theoretisch, aber nicht für lange. Ich hoffe, ich muss den Trick nicht anwenden, weil theoretisch sage ich, sagen wir theoretisch, weil der Trick, den ich eigentlich anwenden möchte, oder gerade im Sinn hatte und nicht anwenden möchte natürlich, der ist ein bisschen, naja, Cheat-Trick. Ich sag's mal so. Wer jetzt davor gestattet, Erde bringen soll und drücke A, B, C, D, was so, hier. Willst du wirklich hier hin, Gebieter? Ja, will ich, und dann fällt mir gerade noch was ein. Ich brauche unbedingt noch ein paar Feen. Wobei, die brauche ich nicht jetzt schon, die können auch noch warten. Wehe, du kommst wieder raus, Alter. Wehe, du kommst nochmal raus. Gut. Hätte mich auch schwer gewundert, aber hier im Heldemodus und mich gar nichts mehr. Genau, Feen, da brauche ich aber sowieso, die Feen brauche ich, ja, die Feen. Die Feen brauche ich vom Triforce, sag's mal so, bevor ich da das Triforce hole. Ich erinnere euch noch an mein erstes Let's Play zu Skyward Sword, da gab es einen Typen da drin, so eine Art Tension Grievous Verschnitt, der war übel. Der war saumäßig übel. Und Herzen, damit mit 6 Herzen, weil ich brauche sicher einen Rüstungstrank noch. Sicherheitshalber, ohne Rüstungstrank gehe ich da nicht mehr rein, hey. Den nehme ich auseinander wie sonst was. So, genau, da Pflanzen, theoretisch, aber natürlich nicht hier in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit. Also dann, Zelda, ich komm wieder. Hallo, Zelda, meine Süße. Oh ja. Wieder mal zurück in die Vergangenheit. Oh Mann, oh Mann. Nein, alles frisch. Kann ich schlagen? Alles klar. Nun gut, Pflanzen, wa? Einsetzen. Ja, gießen, wer ist man damit? Nö, keinen Bedarf, okay. Die wollen nicht gegossen werden. Impa, was sagst du dazu? Nix. Naja, natürlich auch sehr viel. Zurück in die Zukunft. Ja, den Spruch liebe ich irgendwie, wa? Ist aber ein bisschen ein Klassiker geworden. So, jetzt haben wir noch knapp 8 Minuten, wa? Einmal zurück zum Dingsbums gehen, zum Donnerdrachen, ihn heilen, dann Donnerdrachen-Questen zu machen. Nö. Ah, der Baum. Natürlich hat er nur eine Frucht, ist ganz klar. Wir können auch zu viel dabei haben, nö. So ist er nicht. War das schon wieder? Ach so. Du hast Lebensbaumfrucht erhalten, soll angeblich jede Krankheit heilen, gibt es einen Donnerdrachen. Natürlich wem sonst. Meine Oma? Wenn Idee. Was ein fantastischer Baum, passt weg zu diesem Tempel. Wenn ich ihn ansehe, fühle ich mich quicklebendig. Du bist quicklebendig, Alter. Nun gut. Nun unser Problem, Lebensbaumfrucht, ist sie irgendwo? Natürlich ist sie hier, und zwar hier oben. Lebensbaumfrucht, Ich mag es mit nichts auf der Visuwelt zu vergleichen. Kann ich nicht beurteilen, wenn man es so sagt, dann wird es wohl so sein. Ja. Und wieder raus. Was mache ich überhaupt? Falscher Weg, ich Trottel. Na egal, ich halt hier rüber. Es geht auch so, Achso, ja, ging ja gar nicht mehr. Ich muss ja hier hoch, Menschenskind, hey. So, Bardo, falls der Todbringer nochmal kommt, dann noch ein Problem. Mensch, Bardo, kannst bitte mal das, du weißt schon, Bomben und so, weil 3-mal darüber fliegen ist vielleicht ein bisschen nicht so schwindelfrei, weißt du? Könnte ein bisschen unangenehm für mich werden, so mit Schwindel und Kotzen und, naja, man kennt es ja nicht wahr. Abkürzung, auch schön. Braucht ja auch keiner, wie geht's eigentlich hier weiter? Rundumgang, wie es aussieht, auch schön. Wolkenmeer. Ja. Hoch mit dir. Ah. Muss das sein? Natürlich. Ja, ist ja gut. Über den Wolken muss die Freiheit... Nein, nicht schon wieder. Ja, ja. Hab's ja geschnallt. So, jetzt aber erstmal gehe ich da in die Sturmwolke und hole uns einen kleinen Köcher ab. Das sollte ich eigentlich noch schaffen, so by the way mäßig. Wir haben noch genug Zeit. In diesem Part. Ja, 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 ja. Das wird kein Problem. Nein, wir schaffen das schon. Vorausgesetzt, es kommt kein Wirbelsturm. Er wusste es doch. Der musste ja kommen.
Wieso sind wir nicht der Wind Waker? Wäre das kein Problem? Oh je. Naja. Kommt ihr bald, wa? The Wind Waker HD! Das nächste Zelda-Abenteuer, wie es aussieht. Psiu. Gut. Zurück hier, wo es überall friedlich ist, oder? Man ist wieder alles hell und so. Ja, sieht gut aus. Natürlich sind immer die Scheißviecher da. Menschenskind, ey. Was machen ihr hier? Narisha ist zurück. Hallo. Ja, wir kriegen dich. Na, heute nicht mehr. Ihr seid viel zu leben. Wo ist eigentlich Narisha hin? Narisha, wo bist du? Ich weiß, ich bin zu früh, aber ich würde gerne mal sehen. Hey, wo ist der? Wow, da unten ist er ja. Hallo Großer, na, wie geht's so? Besser, danke, gut. Gut, erst später, wir müssen ja da hoch, so wie es aussieht, ganz nach oben. Schwing die Flügel hoch, wir müssen ganz nach hoch. Nach hoch, vor allem nach oben. Das war die Insel, genau, ich erinnere mich wieder. Nein, das war die, wo ich vorhin so verkackt hatte. Also verkackt ist ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen gefehlt hatte, wa? Nein, nein, nein! Ich muss runter, das war die falsche Taste. Nein! Das war knapp. Ah, gut, Ausgang, welcher Ausgang? Das Riesenvieh wieder da, ist ja klar. Was machst denn du hier, dämlicher Wurm? Immer aus dem Weg, braucht euch nicht. Falscher Weg. Wo war's denn? Ah, da unten ist auch falsch. Dort will ich hin. Hoffentlich ist es der richtige, sondern nämlich nach Norden, wie es aussieht. So, bin ich jetzt hier richtig? Ich vermute mal nicht, oder? Nee, natürlich war es falsch, war klar. Die Truhe hatten wir bereits. Ach Mensch, Michael, eine Orientierung sind nicht so. Nee, noch schlimmer. Naja, schlimmer. Oh. Schlimmer stimmt zwar nicht, aber ja. Es geht in die Richtung. Oh, da kommt er. Ah, ich hab dich gesehen, Michael, hab dich gesehen. Hallo, hier bin ich. Hat er gar keinen Bock, okay. Kommt er hier halt nicht raus. So, da ist sie doch, die Truhe mit unserem kleinen Koch, will ich mal hoffen. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Es ist der Koch. 5 weitere Pfeile, wow. Ist ja Bombe. Eine Tasche ist voll. Ja, weiß er doch. Schön, wa? 5 leere Flaschen. Nachher sind es noch... Ich glaube 5 oder vielleicht 4 wieder, keine Ahnung. Jedenfalls, die kommt weg da, die Schatzmedaille. Bringt sowieso jetzt nichts mehr am Ende des Spiels. Kommt noch der Köcher hin, den noch upgraden werden. Vielleicht sogar hier noch die Schleuder. Munitionstasche natürlich. Und ja. Mal Cookie machen, wa? 4 Flaschen reichen ja theoretisch, wa? Oh. Entschuldigung, muss ich mal durch. Ah, du bist ein Arsch mir am Weg. Entschuldigung. Ja, schon gut. Beweg dich doch einfach schneller. Soll ich die Beine machen, hä? Nee, lieber nicht. Okay. Wenn er nicht möchte, von mir aus. So. In der frischen Luft und da vorne. Was kann er riechen? Nö. Aber bloß mit Einbildung. So, wo ist er jetzt? Natürlich muss er da raus, das ist sonne klar, aber ich wollte gerade gucken, ob ich ihn noch sehe. Wo ist denn der ständig? Da vorne müsste er sein. Ich sehe ihn ja gar nicht. Ist das so ein Tiefflieger? Ah, da vorne, jetzt sehe ich ihn. Der fliegende Fisch. Wieso eigentlich ein Fisch? Wieso ein fliegender Fisch? Man gab es bereits bei Link's Awakening, schon klar, aber wieso? Hat das irgendwie eine japanische Mythologie-Grund? Alter, geh mir aus dem Weg, du dämliches Vieh. Oder ich zerlege dich in deine Einzelteile. So, nächstes schon wieder. Fliegende Tausendfüßler, gibt's was Schöneres? Natürlich, unser Vogel. Unser Vöglein. Aurora. Die Göttin der Morgenröte. So, Dorndrache, wir kommen. Behalte dich mal, ich bin doch nie jünger. Ja, schon gut. Ach, in diese alten Säcke, wa? Immer so ungeduldig. So. Ja, das Spiel ist am Ende zu, Freunde, jetzt aber endgültig. Und ich überlege schon, was wir noch alles tun können am Let's Collect. Hier am Weg in Herzhalle farmen. Farmen vor allem, Herzhalle sammeln natürlich. Letzten Juwelen der Güte und so. Naja. Gibt noch einiges zu tun dann.
Na, so will zwar auch wieder nicht. Aber erstmal muss ich hier landen. Wie Lando Calrissian. Ranel Schlucht. Und zwar bitteschön. Bewegt der Vogelstatue. Ich sag doch Ranel Schlucht. Da, Schlucht. Natürlich. In der Schlucht. Da schluchzt der Donnerdrache. Ach du Scheiße, war der schlecht. Hat so durchaus ein Fünkchen Wahrheit, aber schlecht war er trotzdem. Cool. So. Der Donnerdrache, bin zurück. Back from the past. Was ist los? Ja, weißt schon, was ich meine. Back from the past to the past, weil wir sind ja wieder in der Vergangenheit und naja. Sieh an, Michael, was führt dich zu mir? Gucke mal, ich habe was in der Seitentasche drin. Blub. Natürlich. Ist gar nicht groß, gar nicht schwer. Das ist mal eine gelungene Überraschung. Das ist mir tatsächlich gebracht, Alter. Und... Fang mal! Ups, nein, er fällt runter. Hä? Doch nicht. Alter, übertreib's nicht! Du bist keine 10 mehr! Keine 30! Mein Ganzes katapultiert. Okay. Ja. Oh Mann, naja. Immerhin geht's ihm besser, wa? Selbst Jahrtausende alte Drachen wie wir werden von Krankheiten gepeinigt. Deine Hilfe hat mein Leben verlängert, Michael. Als Dank werde ich dir eine Stimme des Heldenlieds vorsingen. Also spür die Ohren auf und lausch meinen Gesang. Naja, schon gut. Let's sing together. Ach nee, alone. Und dann haben wir die Stimme des Heldenlieds erlernt. Naja, eine. Seine. Eine? Seine? Wie auch immer. Du hast mich gerettet. Vielen Dank, Michael. Ich will dir für eine weitere Belohnung zukommen lassen. Ich werde mich darum kümmern, dass du dir geben, wenn du wiederkommst. Du wirst dich sicher freuen. Ja, kommt drauf an. Sehr gut, Gebiet. Du hast nun 3 Stimmen des Heldenlieds erlernt. Die ganzen Stimmen richtig zusammenzufügen, die letzte Stimme zu halten. Wir suchen nun den großen Himmelsgeist Narisha. Nee, nicht ganz. Wir werden zuerst mal versuchen, den Hylia-Schild zu gewinnen. Wie das funktionieren soll, liebe Freunde, mit 6 Herzen, das erfahrt dann in der nächsten Folge hier bei Star Wars die 6 Herz waren. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!